Wunderbar, vielen herzlichen Dank. Wir wollen noch einmal stille werden und beten. Herr Jesus, danke dafür, dass du selbst hier bist und dass du jetzt Gnade schenkst, um dein Wort auszuteilen, es zu hören, es zu behalten und dann auch umzusetzen im Alltag. Gib Gnade. Herr Jesus, wir rechnen mit dir und wir preisen dich. Amen. Wir machen heute Morgen weiter mit unseren Schritten durch die Bibel. 1. Korinther Kapitel 1 bis und mit Kapitel 3. Und wenn Sie eine Bibel mit dabei haben, können Sie gerne aufschlagen. 1. Korinther Kapitel 1, Vers 2. Da bin ich immer wieder erstaunt, wie der Apostel Paulus die Gemeinde in Korinth anschreibt. Er sagt dort, Kapitel 1, Vers 2, an die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, an die Geheiligten in Christus Jesus, an die berufenen Heiligen, samt allen, die den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen, an jedem Ort, sowohl bei ihnen als auch bei uns. Es ist nicht interessant, welche Wortwahl hier der Paulus braucht. Er schreibt an die Gemeinde Gottes. Gemeinde Gottes mitten in einem antichristlichen Umfeld, Gemeinde Gottes in einem Umfeld, das geprägt ist vom Götzendienst, von Unmoral, vom falschen Denken, vom Kaiserkult. Gemeinde Gottes mitten in unserer Zeit, Gemeinde Gottes mitten in Dübendorf, Gemeinde Gottes auch in der Zionshalle. Gemeinde Gottes als ein Leuchtturm in unserer Zeit, Gemeinde Gottes als ein Zufluchtsort der Hoffnung, Gemeinde Gottes als ein Bollwerk der Wahrheit, Gemeinde Gottes als ein Ort der Ruhe und des Friedens. Paulus schreibt hier an Gemeinde Gottes in Korinth, geheiligt in Jesus Christus, den berufenen Heiligen, dich inklusive. Und ich möchte hier einige Verse lesen, die der Paulus braucht, in Kapitel 1 ab Vers 4. Ich danke meinem Gott allezeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch in Christus Jesus gegeben ist. Vers 5. Dass ihr in allem reich gemacht seid, in allem Wort und aller Erkenntnis. Vers 7. Dass ihr keinen Mangel habt an irgendeiner Gnadengabe. Vers 8. Dass ihr unverklagbar, das heißt untadelig, seid am Tage unseres Herrn Jesus Christus. Vers 9, berufen zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus. Was sind das für Attribute, was ist das für ein Vorrecht? Welche Gnade? In Christus, da habt ihr Gnade. In Christus seid ihr reich gemacht. In Christus seid ihr gefestigt. In Christus habt ihr keinen Mangel. In Jesus seid ihr voller Hoffnung. In Christus habt ihr euch gefestigt. In Christus seid ihr untadelig. Alles wunderbare Attribute, die auch dir gelten. Es ist die Stellung, die wir haben in Jesus Christus. Egal wie dein Zustand aussieht, egal wie dein Leben ist, in Jesus Christus bist du eine neue Schöpfung. Durch die Wiedergeburt bist du in Herr Jesus hineingepflanzt. Durch die Wiedergeburt darfst du dich des lebendigen Gottes täglich rühmen. Ich lese einige Verse aus der Bibel, Römer Kapitel 8, Vers 1. Da heißt es, da sagt Apostel Paulus, so gibt es nun keine Verdammnis mehr für die, welche in Jesus Christus sind. Das ist deine Stellung. Du hast eines Tages dein Leben dem Herrn Jesus geben dürfen. Und wenn es so ist, dann bist du in Jesus. Dann gibt es vor dem lebendigen Gott über deinem Leben keine Verdammnis mehr. In Römer 8, Vers 17, wenn wir aber Kinder sind, das heißt, du bist ein Kind Gottes, wenn du dich bekehren durftest. Wenn du dein Leben dem Herrn Jesus gegeben hast, du bist ein Kind des Ewigen. Dann heißt es weiter, er hat nämlich auch Erben Gottes und Miterben des Christus. In 1. Petrus 2, ab Vers 9, da sagt der Petrus, ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums. Was für Privilegien darfst du haben, dürfen wir haben? In 2. Korinther 5, 17,
Da sagt der Apostel Paulus noch etwas anderes. Und darum ist jemand in Christus. So ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist ein Neues geworden. Das bist du in Jesus, wenn du ein Kind Gottes bist. Wenn Jesus in deinem Leben wohnt. Eine ganz neue Schöpfung. In Jesus Christus. Und da jubelt mein Herz. Da sind wir abgewaschen. Da sind wir gereinigt. Da sind wir für Jesus auf die Seite gestellt. Da sind wir geheiligt. Da sind wir rein gemacht. Ohne Fehler und Runzel. In Jesus sind wir makellos schön. In Jesus Christus, da sind wir gekleidet in den Kleidern des Heils. Könnt ihr euch erinnern, was ich gesagt habe? An das kleine Baby, den Jeremy, extra gekleidet für den Sonntagsgottesdienst. So sind wir in Jesus Christus mit den Kleidern des Heils angezogen. Fantastisch gemacht von einem lebendigen Gott. Wir sind Kinder Gottes. Wir haben Gott zum Vater. Wir dürfen zum lebendigen Gott, zu einem Schöpfer Himmels und der Erde sagen, aber, lieber Vater, was für ein Vorrecht, was für ein Geschenk. Ich kann es nicht begreifen, aber es ist eine Tatsache. In Jesus Christus, da sind wir Gottes Hausgenossen. Wir sind nicht nur auf Besuch. Nein, wir bleiben. Wir gehen nie mehr weg. Wir sind Gottes Hausgenossen, erlöst, Eigentum des Höchsten, Erben der ewigen Herrlichkeit, Miterben des Christus. Alles Attribute, die dir gehören, wenn du ein Kind Gottes bist. Faszinierend, erstaunlich, auch beschämend. Was für ein Vorrecht haben wir doch in Jesus Christus. Und das sagt der Apostel Paulus der Gemeinde in Korinth. In Jesus. Und nun kommt der Apostel Paulus und er schiebt ein großes Aber dazwischen. Nachdem der Apostel Paulus die herrliche Stellung der Korinther, der Gemeinde Jesu, vor Augen gemalt hat, da muss er ihnen sagen, in Kapitel 1, Vers 10, schlagen Sie auf, 1. Korinther 1, Vers 10. Und da sagt er, ich ermahne euch aber, liebe Brüder, klar die Schwestern inklusive, ich ermahne euch aber, liebe Brüder, im Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle mit einer Stimme redet und lasset keine Spaltungen unter euch sein, sondern haltet einander fest in einem Sinne und in einer Meinung. Was für ein Jammer! Auf der einen Seite die wunderbare, herrliche Stellung in Jesus Christus. Und auf der anderen Seite muss der Apostel Paulus sagen, ich ermahne euch aber. Ja, warum? Weil das sind Spaltungen, Trennungen, da ist sexuelle Unmoral, da ist Streit, ein falsches Eheverständnis in Korinth. Sie sind betrunken beim Abendmahl, missbrauchen das Zungenreden und so weiter und so fort. In Jesus Christus, abgewaschen, gereinigt, geheiligt, für Jesus auf die Seite gestellt, ohne Flecken, ohne Fehler, ohne Runzel. Und auf der anderen Seite Sünde über Sünde. Das Thema lautet ja heute Morgen, unheilige Heilige. Die Gemeinde in Korinth, die Gemeinde Gottes, du und ich, wenn wir in Jesus sind, dann sind wir Gottes Geliebte. Wir sind Kinder Gottes. Wir haben Gott zum Vater, Gottes Hausgenossen, erlöste Eigentum, Erben der ewigen Herrlichkeit. Ja, wir sind gekleidet in die Kleider des Heils. Wir haben neue Kleider bekommen vom lebendigen Gott, abgewaschen, gereinigt. Und es sind keine Kleider von Gucci oder Armani und so weiter und so fort. Es sind Kleider des Heils, viel mehr wert. Gerade vor ein paar Tagen hat meine Frau einen schönen Mantel bekommen. Und schauen wir ihn an, steht drauf, Emporio Armani. Ja, interessant. Und plötzlich wird man mehr geachtet von den Leuten. Was, du trägst so einen Mantel? Ist Secondhand. Aber es ist interessant, die Kleider des Heils, die wir haben in Jesus, die werden viel weniger geachtet. Aber wenn jemand einen schönen Gürtel trägt von Dolce Gabbana, von Armani, von Gucci und so weiter, dann ist er angesehen. Aber nicht in den Kleidern des Heils. Die Bibel sagt uns in Jesaja 61, Vers 10, da sagt der lebendige Gott, ich freue mich über den Herrn und juble laut über meinen Gott.
Denn er hat mir seine Rettung und Heil geschenkt. Er hat mich bekleidet wie mit einem schützenden Mantel. Nicht von Armani. Nein, mit den Kleidern des Heils. Nun stehe ich da wie ein Bräutigam und mit einem festlichen Turban und wie eine Braut gekleidet im Hochzeitsschmuck. Das ist die geschenkte Gerechtigkeit, die uns der lebendige Gott gibt in Jesus Christus. Wenn du ein Kind Gottes bist, bist du gekleidet in die Kleider des Heils. Oder in Offenbarung 19, Vers 8, da lesen wir, und es wurde ihr gegeben, sich in feine Leinwand zu kleiden, rein und glänzend. Denn die feine Leinwand ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Mit dem bist du gekleidet. Mit dem bist du angezogen. Ich freue mich, morgen darf ich aufstehen und sagen, Herr Jesus, danke dafür, dass ich mich kleiden darf in den Mantel der Gerechtigkeit. Nicht das, was ich geleistet habe. Nein, das, was du getan hast am Kreuz von Golgatha. Ihr seid in Jesus Christus, seid ihr reich beschenkt. Und doch kommt es mir so vor, dass wir uns oft, viel zu oft kleiden in die Kleider des Unheils. So wie der Apostel Paulus den Korinthern sagen muss, da seid ihr Heilige, aber ich sage euch, ich ermahne euch, in Vers 10, ich ermahne euch, Brüder, ist es nicht so, in Jesus Christus geheiligt, abgewaschen, gereinigt, für Jesus zur Seite gestellt und auf der anderen Seite, da tragen wir die Kleider der Sünde, der eigenen Gerechtigkeit, des eigenen Versagens. Ja, und wenn wir die Sünden anschauen in Korinth, ich habe hier etwas mitgebracht, das ziehe ich jetzt ganz bewusst an. Kein von Armani, nicht von Gucci, aber ich ziehe es ganz bewusst an. Und ich werde es auch eine Weile tragen jetzt im Gottesdienst. Ich hoffe, das wird genehmigt von unserem Vorstand. Aber ich ziehe es dann wieder ab, keine Angst. Aber nur zum Zeigen, schaut einmal. Sind es nicht unsere Kleider, die wir oft tragen? Der Mantel der Sünde, der eigenen Gerechtigkeit, den Mantel des Fleisches, der Auflehnung gegen Gott. Eigentlich tragen wir ja die Kleider des Heils. Einer sind wir in Jesus Christus geheiligt und abgewaschen. Und doch ziehen wir immer wieder an diesen Mantel der Sünde. In Jesus Christus haben wir die ganze Gnade. In Jesus Christus sind wir reich gemacht in allem. In Jesus Christus sind wir reich gemacht in der Erkenntnis. Gefestigt. Wir haben keinen Mangel. In Jesus Christus sind wir voller Hoffnung und Zuversicht. In Jesus Christus sind wir untadelig, fleckenlos. Mit den Kleidern des Heils angezogen. Und doch, wie oft tragen wir die alten Kleider des alten Menschen in unserem Alltag. Wir tragen ein schmutziges, ekliges, abgewetztes, dreckiges Übergewand. Obwohl wir eigentlich in Jesus sind wir geheiligt, aber wir begnügen uns mit dem Übergewand. Paulus muss den Korinthern schreiben in 1. Korinther 3, Vers 1. Und ich kann mir vorstellen, mit dem Apostel Paulus, da sind ihm die Tränen runtergelaufen, als er das geschrieben hat. Weil er wollte eigentlich die Gemeinde Jesus in Korinth, wollte er heilig, fleckenlos, untadelig vor Gott hinstellen. Und dann muss er ihnen schreiben, 1. Korinther 3, Vers 1. Und ich, meine Brüder, konnte nicht zu euch reden als zu Geistlichen, sondern als zu fleischlichen Menschen. Als zu Unmündigen in Christus. Milch habe ich euch zu trinken gegeben und nicht feste Speise, denn ihr konntet es nicht vertragen. Ja, ihr könnt sie auch jetzt noch nicht ertragen, denn ihr seid noch fleischlich. Solange nämlich Eifersucht, Streit und Zwietracht unter euch sind, seid ihr da nicht fleischlich und wandelt nach Menschenweise? Denn wenn einer sagt, ich gehöre zu Paulus, der andere aber zu Apollos, seid ihr da nicht fleischlich? Sie waren parteiisch. Anstelle, dass sie die Kleider des Heiles getragen haben, tragen sie den Übermantel der Sünde. Was für eine Tragik, dass Paulus sagen muss, ihr seid unmündig, geistlich zurückgeblieben, voller Eifersucht,
Streit und Zwietracht. Fleischlich gesonnen, ja, ihr wandelt nach Menschenweise. Ihr seid auf Menschen ausgerichtet, anstelle auf den lebendigen Gott. Wir tragen ein Kleid wie ein Übergewand. Und dieses Kleid, von dem wird uns gesagt, in Jesaja 64, Vers 5. Und es ist interessant, ich habe manchmal den Eindruck, dass gewisse Christen noch stolz sind darauf. In Jesaja 64, Vers 5, da heißt es, wir sind ja allesamt geworden wie Unreine. Und unsere Gerechtigkeit ist wie ein beflecktes Kleid. Wir sind alle verwelkt wie die Blätter und unsere Sünden tragen uns fort wie der Wind. Die Korinther liebten es, parteiisch zu sein. Ich bin ein Freund von Paulus. Nee, ich bin ein Freund des Petrus. Nein, der Beste, der am besten predigen kann, das ist der Apollos. Sie liebten es, die Korinther liebten es, wenn man ihnen Honig um den Mund schmierte. Sie waren begeistert für philosophische Reden. Und ihr Leben war eine einzige Katastrophe. So muss Paulus ihnen schreiben in 1. Korinther 3, Vers 4. Denn wenn einer sagt, ich halte mich an Paulus, was für eine Katastrophe. Ist er mehr wert als Apollos? Ein anderer sagt, ich stehe zu Apollos. Seid ihr da nicht genauso wie all die anderen, wie die Welt? Was ist denn schon Apollos? Oder was ist Paulus? Sind sie nicht alles Diener? Es geht doch um die eine Sache. Es geht um Jesus Christus. Aber wir haben die Menschen vor Augen und nicht den lebendigen Gott. Was für eine Tragik anstelle Heiligkeit, frommes Zähnefletschen. Was für eine Tragik anstelle Christus im Zentrum, geistlicher Kannibalismus. Was für eine Tragik anstelle Jesus-Ähnlichkeit, Missgunst, Eifersucht und das alles im Mantel der Sünde. Und das mitten in der Gemeinde Jesu. Da kommt der Apostel Paulus und ich staune immer wieder über die Seelsorge des Apostels Paulus. Er will die Menschen gewinnen, obwohl sie so fleischlich sind, obwohl sie so sündig sind. Er will sie gewinnen und zurückbringen zum Herrn Jesus. Zurück zu ihm, zurück zum Ursprung, zurück zum Kreuz. Paulus sagt der Gemeinde in Korinth, vergesst nicht, woher ihr eigentlich kommt. Kommt ihr nicht vom Herrn Jesus her? Liegt euer Ursprung nicht ganz in Gott selber? Seid ihr nicht in Jesus Christus, sein Werk, geschaffen zu guten Werken? Dem Apostel Paulus geht es einzig und allein um Jesus. Da ist ein Paulus nicht wichtig. Ein Petrus spielt keine Rolle. Ein Apostel, Apollos, er war kein Apostel, aber der Apollos. Da geht es nicht um diese Menschen. Es geht immer um Jesus. Es geht einzig und allein um Jesus Christus, auch in deinem ganz persönlichen Leben. Deswegen geht der Apostel Paulus weiter. Und er geht und sagt, schaut einmal, auf welchem Grund seid ihr eigentlich gebaut? Ihr, die ihr so fleischlich lebt, in Sünde lebt, auf welchem Grund seid ihr gebaut? Habt ihr vergessen, wo ihr herkommt? Und so lesen wir nun 1. Korinther Kapitel 3 ab Vers 11. Da heißt es, denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist. Welcher ist Jesus Christus? Der Grund, auf dem wir stehen, der Grund, weswegen du hier sitzt, wenn du wiedergeboren bist, ist niemand anders als Jesus Christus und was er getan hat am Kreuz von Golgatha. Jesus Christus, er ist der Fels der Ewigkeit. Jesus Christus ist der Grundstein, der Eckstein und der Schlussstein. Er ist das Anfang und die Vollendung deines Glaubens. Wir lesen in Jesaja 28, 16, siehe, ich lege in Zion einen Grundstein, einen bewährten Stein, einen kostbaren Eckstein, der fest gegründet ist. Und auf diesem Fundament darf dein Leben stehen, wenn du ein Kind Gottes bist. Er ist auch der Anker unserer Seelen, der hineinreicht bis in die Ewigkeit. Er wankt nicht, er weicht nicht und dieser Anker hält dein Leben.
Und nun kommt der Apostel Paulus, nachdem er gesagt hat, schaut einmal, das ist doch die Grundlage deines Lebens. Die Grundlage ist niemand anders als Jesus Christus. Und jetzt schaue, wie du auf diese Grundlage dein Leben baust. Er kommt auf das richtige Baumaterial zu sprechen. Und nun wollen wir miteinander lesen 1. Korinther 3 ab Vers 12. 1. Korinther 3 ab Vers 12. Da sagt Paulus, wenn aber jemand auf diesen Grund, das heißt auf Jesus Christus, wenn du ein Wiedergeboren bist, stehst du auf der Grundlage des Kreuzes Jesus Christus. Und nun kommt Paulus und sagt, wenn aber jemand auf den Grund baut, Gold, Silber, edle Steine, Holz, Heu, Stroh, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag des Gerichtes wird es klar machen, denn mit Feuer wird er sich offenbaren. Und von welcher Art eines jeden Werk ist, wird das Feuer erweisen. Wird jemand das Werk bleiben, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemand das Werk verbrennen, so wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch wie durchs Feuer hindurch. Paulus will uns damit sagen, wir sollen diesen alten, schmutzigen, dreckigen Mantel der eigenen Gerechtigkeit ausziehen. Ganz bewusst ausziehen. Wir sollen lernen, auf die Grundlage des Kreuzes nicht unsere eigene Gerechtigkeit zu bauen, sondern auf den lebendigen Gott zu bauen und das Baumaterial zu brauchen, das er uns zur Verfügung stellt. Es schreibt hier, wenn aber jemand auf diesen Grund baut, Gold, Silber, edle Steine, Holz, Heu, Stroh, so wird das Gericht es klar machen. Das Feuer wird es offenbaren. Das Holz ist in der Bibel immer ein Hinweis auf unser eigenes menschliches Naturell. Auf meinen Charakter, mein Wesen, meine Art. Und gerade diese Art hatten doch die Korinther zu Genüge zur Schau getragen. Eifersucht, Neid, Streit, sexuelle Unmoral. Und wenn wir das bringen, das verbrennt alles. Die Korinther haben gebaut mit Stroh. Stroh ist in der Bibel immer auch ein Bild der eigenen Werke, meiner eigenen Anstrengungen, meines eigenen Könnens. All das gilt es auszuziehen und bei Jesus am Kreuz zu lassen. Das Heu, es ist die Zeitspanne meines Lebens. Auch das, ob es kurz ist oder lang, gilt es ganz bewusst unter dem Herrn Jesus am Kreuz hinzulegen. Das Holz meines Lebens, über das sagt die Bibel, lesen wir Römer 3 ab Vers 10. Das Holz meines Lebens, das Holz deines Lebens, das Holz deiner Art, deines Charakters, deines Wesens. Das sagt der Apostel Paulus in Römer 3, Vers 10, denn da ist keiner gerecht, auch nicht einer. Keiner hat Einsicht, keiner fragt nach Gott. Sind wir nicht alle so gestrickt? Alle haben den rechten Weg verlassen und sie sind unbrauchbar geworden. Niemand ist da, der Gutes tut. Kein einziger. Ihre Kehle ist ein offenes Grab und mit ihrer Zunge formen sie Lügen. Schlangengift verbirgt sich hinter ihren Lippen. Ihr Mund ist voller Flüche und Drohungen. Ihre Füße sind schnell, wenn es darum geht, Blut zu vergießen. Sie hinterlassen Verwüstung und Elend. Und was zum Frieden führt, kennen sie nicht. Von Gottesfurcht wissen sie nichts. Das ist unser Holz, unser eigenes Ich. Die Korinther hatten auf das gebaut. Das Resultat haben wir gesehen. Das Stroh steht für unsere eigenen Pläne, unsere eigenen Gedanken. Und über dieses Stroh sagt uns der Prophet Jesaja in Jesaja 33, 11 folgendes.
Eure Pläne sind nutzlos wie dürres Stroh. Und was dabei herauskommt, ist nichts wert als nur Stoppeln. Das ist Gottes Gedanke über deine Gedanken, über deine Absichten, über deine Zielsetzung. Es ist wie dürres, nutzloses Stroh. Und was dabei herauskommt, sind nur Stoppeln. Ja, die Korinther und vielleicht auch du hast auf der Grundlage der Erlösung gebaut, auch Heu. Die Lebenslänge. Wenn ich einmal 30 bin, dann werde ich mein Leben dem Herrn Jesus zur Verfügung stellen. Das interessiert der Herr nicht. Der Herr interessiert dein Jetzt. Gib mir, mein Sohn, meine Tochter, dein Herz. Jetzt ist die angenehme Zeit. Jetzt ist der Tag des Heils. Gott will jetzt deine Antwort. Die Bibel sagt uns über unsere Lebenslänge in Psalm 103, Vers 15, da sagt der lebendige Gott über unsere Lebenslänge. Die Tage des Menschen, sie sind wie Gras. Es blüht auf wie eine Blume auf dem Feld und wenn ein Wind darüber geht, so ist sie nicht mehr da und ihre Stätte kennt sie nicht mehr. So schnell ist unser Leben vorbei. So schnell ist man 70, 80 und dann... Es ist wie des Grases Blume, nichts mehr da. Nun, die Korinther, die hatten zwar ein gutes Fundament, aber sie haben Holz, Stroh und Heu darauf gebaut. Und das Resultat haben wir gesehen. Fleischlich in Sünde lebende Menschen, unmündig, geistlich zurückgeblieben, voller Eifersucht, Streit und Zwietracht, auf Menschen ausgerichtet und nicht himmlisch orientiert. Und deswegen muss Paulus ihnen sagen, wie wir gelesen haben in Vers 13 von Kapitel 3, der Tag des Gerichtes wird's klar machen, weil es mit Feuer offenbar wird. Wir Christen, du und ich, die Gemeinde in Korinth, wir haben ein höheres Ziel. Christsein bedeutet nicht, ohne Christus unterwegs zu sein. Christsein bedeutet auch nicht, dass ich den alten Adam spazieren führe, so wie ein Hund, dem man immer zu fressen gibt und wie ein kleiner Rollmops aussieht. Aber wie viele Christen spazieren ihr eigenes Ich wie an einer Leine und füttern den, dass er fast verknallt. Und sie wundern sich, dass sie geistlich nicht vorwärts kommen. Christsein bedeutet auch nicht, ein egoistisches, selbstzentriertes Ich zu pflegen. Oder unter dem Mantel, dem Deckmantel der Sünde, sein altes, eigenes Ich spazieren zu führen. Es bedeutet all das nicht. Ein solcher Lebensstil ist gleichgesetzt dem Bauen mit Holz, Stroh und Heu. Und all das wird alles verbrennen. Und nun kommt Paulus und sagt, aber ich fordere euch auf, mit anderen Baumaterialien zu bauen. Auf der Grundlage der Erlösung, auf der ihr eigentlich steht. Auf dieser Grundlage zu bauen mit Gold, Silber und Edelsteine. Paulus sagt, das eigene Ich, dieser dreckige Mantel, der gehört ans Kreuz. Ich hänge jetzt ganz bewusst hierher. Keine Angst, ich will nicht das Kreuz verdecken. Aber unser eigenes Ich, unsere eigene Anstrengung, das gehört ans Kreuz. Dort ist sein Platz. Und dort soll dieses eigene, alte, sündige Ich bleiben. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist. Und wir dürfen anfangen, ganz bewusst zu bauen, auf die Grundlage der Erlösung. Göttliches Gold, göttliches Silber und göttliche Edelsteine. Gold steht in der Bibel, besonders auch im Alten Testament, immer wieder für Reinheit. Wisst ihr, Reinheit kann man nicht machen. Reinheit entsteht aus einer Beziehung mit dem lebendigen Gott. Reinheit bedeutet, ich bin abgesondert für Gott, für ihn auf die Seite gestellt. Aber wie oft führen wir diesen dicken, kleinen Hund, wir hatten mal früher einen Hund, der hieß Waldi, ja, so ein Rauhaardackel. Den haben wir gefüttert und gefüttert und gefüttert.
Aber so machen wir es doch auch oft in unserem eigenen Leben. Wir füttern unser altes eigene Ich und führen es spazieren. Aber für Gott abgesondert sein heißt, ich füttere meinen Waldi in meinem Leben nicht mehr. Ich gebe dem möglichst wenig zu fressen und ich füttere ganz bewusst das, was der Herr Jesus in mich hineingelegt hat bei der Wiedergeburt. Seine geschenkte Gerechtigkeit. Ich fange an, ganz bewusst mit ihm zu leben, mit ihm unterwegs zu sein. Herr Jesus, wenn ich auf die Nase falle, stehe ich wieder auf, ich gehe zurück. Und jeden Morgen genau das Gleiche. Herr Jesus, danke dafür, dass ich auf dem Boden der Erlösung stehen darf. Dass du mein Leben in deine Hände genommen hast, dass es dein Eigentum sein darf, dass ich dir nachfolgen darf. Danke, Herr Jesus, dass du in mir wohnst durch deinen Heiligen Geist. Über dem Hohenpriester des Alten Testaments, da steht über seine Stirn, heilig dem Herrn. Aber für Gott zur Seite gestellt. Bist du für Gott zur Seite gestellt? Nun, die Korinther, die waren das nicht. Die lebten bewusst und willentlich ihr eigenes Waldi-Leben. Die fütterten den kleinen Köter in ihrem Leben immer die ganze Zeit. Und sie trugen den Mantel der Sünde mit voller Stolz. Ein riesengroßes Problem. Heilig dem Herrn bedeutet nicht sündlos, aber für Jesus, für Gott auf die Seite gestellt. Und wenn es sich ich sage es mal etwas vulgär, auf die Schnauze haut, dann stehst du wieder auf und gehst zum Herrn Jesus zurück. Herr Jesus, ich habe gesündigt, habe einen Fehler gemacht. Vergib, reinige mich durch dein teures Blut. Heilig sein bedeutet, ich gehöre ganz Jesus, ganz ihm. Wisst ihr, ein Ferrari bleibt ein Ferrari, auch wenn er einen Kratzer hat. Da gehen wir wieder in die Werkstätte, lässt diesen Kratzer auspolieren, wunderbar. Wenn du ein Kind Gottes bist, bist du mehr wert als ein Ferrari. Und wenn ein Kratzer passiert, dann gehst du in die Werkstätte zum lebendigen Gott, lässt es dich wieder auspolieren durch sein teures Blut. Versteht ihr die Sprache? Wir sind abgewaschen, wir sind gereinigt, wir sind heilig gemacht durch das teure Blut des Lammes. Und wir leben oft mit diesem Mantel des eigenen Ichs. Lassen wir doch diesen Mantel am Kreuz. Das heißt, heilig bedeutet für Gott bestimmt, für Gott zur Seite gestellt, für Gott zur Verfügung stehend, ihm mit Haut und Haaren gehörend, in unserem Reden, Denken und Tun. Und wisst ihr, das kann man überall, im Büro, im Empfang vom Altersheim, heilig dem Herrn oder irgendwo in der Werkstätte oder im Stall beim Misten der Kühe, heilig dem Herrn, auch wenn man stinkt nach Kühen, ist doch kein Problem. Wir gehören dem Herrn Jesus. Wir sind seine Kinder, faszinierend, fantastisch. Dann kommt Paulus und sagt, und baut auf diese Grundlage der Erlösung, baut das Silber. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welches Christus. Und dann, wenn aber jemand auf diesen Grund baut, Silber. Silber ist in der Bibel immer wieder das Bild der Erlösung. Es wurde ein unendlich kostbarer Preis bezahlt. Für dein Leben, für deine Erlösung. Es ist nicht irgendein Preis. Es ist nicht irgendetwas. Es ist das teure Blut des lebendigen Gottes. Gott wird in Jesus Mensch. Er geht ans Kreuz von Golgatha. Er bezahlt mit seinem Blut für die Erlösung von deiner Schuld. Im Alten Testament konnte man mit Silber ein Gelübde einlösen. Mit Silber wurde im Alten Testament ein Sklave losgekauft. Und der Preis eines toten Sklaven war genau 30 Silberlinge. In der Stiftshütte, da ruhten die einzelnen Elemente des inneren Bereiches, ruhten auf Füßen aus Silber. Christus wurde für den Wert von 30 Silberlingen verkauft. Den Wert eines toten Sklaven, so viel wert war er den Pharisäern und Sadduzäern, Schriftgelehrten. Aber für den lebendigen Gott ist sein teures Blut so viel wert, dass er für dich und dein Leben bezahlt. Es ist das Silber in deinem Leben. Nun, die Korinther, sie standen eigentlich auf diesem Fundament der Erlösung, aber sie haben es völlig vergessen. Hast auch du vielleicht vergessen, dass du auf der Grundlage der Erlösung des Silbers stehst und lebst ein eigenes, ich-bezogenes Leben mit dem Mantel der Sünde, der eigenen Gerechtigkeit? Und deswegen sagt Paulus, zurück auf diese Grundlage, zurück wieder ganz neu, das Kreuz von Golgatha vor Augen, zurück auf den Boden der Erlösung. Es bedeutet, wegzukommen vom eigenen Ich, wegzukommen von der eigenen geistlichen Nabelschau hin zu Jesus. Stehst du auf dem Boden der Erlösung?
Ich hoffe, dass du jeden Morgen aufstehst. Herr Jesus, danke dafür, dass ich erlöst sein darf durch dein teures, kostbares Blut. Nicht, weil ich perfekt bin. Oh, ich ähnle oft den Korinthern, aber ich will ganz bewusst auf diesem einen Fundament, auf der Erlösung stehen. Herr Jesus, hilf. Und wenn es nicht klappt, Herr Jesus, danke dafür, dass ich meine Sünden dir bekennen darf. Denn die Bibel sagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von all unserer Ungerechtigkeit. Faszinierend. Ich darf immer und immer und immer wieder kommen. Und wenn ich 100-mal am Tag falle, ich kann immer wieder kommen. Der Himmel steht offen, Herz. Weißt du warum? Weil Jesus gekämpft und geblutet darum. Es ist das Silber. Baue ganz bewusst auf diese Grundlage, wo du drauf stehst, ganz bewusst. Nimm sie mit in dein Leben hinein, das Silber der Erlösung. Immer wieder neu, steh auf dem. Und weißt du, für das kriegst du eines Tages Lohn. Heilig dem Herrn das Gold. Und nun kommt Paulus und redet noch über edle Steine. Und da sagt er, denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist. Welcher ist Jesus Christus? Wenn aber jemand auf diesen Grund der Erlösung, nämlich Gold, Silber und kostbare Steine baut. Nun, diese kostbaren Steine finden wir auch in der Stiftshütte. Im Brustschild des hohen Priesters, 12 an der Zahl und in jedem war ein Name eingraviert. Ich lese das nun, 2. Mose 39 ab Vers 9. 2. Mose 39 ab Vers 9. Und da heißt es, Entschuldigung, und sie machten das Brustschild viereckig und doppelt gelegt, eine Spanne lang und eine Spanne breit. Und sie besetzten es mit 4 Reihen von Steinen. Die erste Reihe war von Rubin, ein Topas, ein Smaragd. Die zweite Reihe ein Granat, ein Saphir und ein Diamant. Die dritte Reihe ein Opal, ein Achat und ein Amethyst. Die vierte Reihe ein Chrysolit, ein Onyx und ein Jaspis. Bei ihrer Einsetzung wurden sie in Gold gefasst. Das Gold der Reinheit, der Heiligkeit, abgesondert für Gott. Und diese Steine waren entsprechend den Namen der 12 Söhne Israels, 12 an der Zahl. Für jeden Namen in Siegelgravur ein Stein, für jeden der Namen der 12 Stämme. Und diese Steine trug der hohe Priester jeden Tag, wenn er ins Heiligtum hineinging, in die Gegenwart Gottes, wenn er seine Arbeit verrichtete, wenn er vor Gott stand. Diese Steine sollten den hohen Priester an seine Brüder und seine Schwester erinnern, an sein Volk, dass sie auf der genau gleichen Grundlage stehen. Reinheit, heilig dem Herrn, stehend auf dem Boden der Erlösung. Diese Edelsteine, sie sind von Gott teuer erkauft. Sie tragen deinen Namen. Diese Edelsteine sind für Gott. Sie sind sein Eigentum. Bist du dir dessen bewusst, dass du, wenn Jesus in deinem Leben wohnt, dass du ein Kind Gottes bist, sein Eigentum bist, dass du für und von Gott bist? Ist dir dessen bewusst? Welchen Adel, dass du in dir trägst, weil du ein Kind Gottes bist, weil Jesus in deinem Herzen wohnt? Oder trägst du immer noch diesen einen Mantel der eigenen Gerechtigkeit? Und diese Edelsteine sind ganz bewusst für Gottes Ehre bestimmt. Sie gehören zu seinem Siegespreis. Sie sind seine Kronjuwelen. Es ist dein und mein Name, wenn du ein Kind Gottes bist. Die Korinther, die hatten diesen Adel vergessen. Sie waren für Gott zur Seite gestellt, Gott zur Verfügung stehend, ihm mit Haut und Haaren gehörend, aber sie lebten ihr eigenes Leben. Sie haben Golgatha vergessen. Sie haben vergessen, auf welchem Boden sie stehen. Sie haben vergessen, von Golgatha aus zu leben. Die korinthischen Christen hatten vergessen, dass sie allein Gott gehören, dass sie erkauft sind mit dem teuren Blut des Lammes. Und nun kommt der Paulus und sagt, fangt wieder an, auf diesem Grundlage zu leben, auf der Grundlage der Erlösung, der Reinheit, der Heiligkeit, als Eigentum des Höchsten, ihm zu ehren. Und deswegen sagt dann Paulus, und er schließt mit diesen Worten in 1. Korinther 3, Vers 23, da sagt er, ihr gehört Christus und Christus gehört Gott. Und wenn du dir dessen bewusst bist,
kannst du nicht mehr in diesem einen Mantel der eigenen Gerechtigkeit leben. Es geht nicht. Aber weil die Korinther das vergessen hatten, konnten sie leben. Und wenn wir damit weitergehen im Korintherbrief, da sehen wir, welche Not dieses ich-bezogene, egoistische, christliche Leben, in Anführungsschlussstrichen, was das alles bewirkt hat. Wir sehen dann, wie sie Nöte hatten. Ab Kapitel 5, da geht es eine Sünde nach dem anderen. Riesengroße Nöte. Und deswegen zurück zur Wurzel, zurück zum Kreuz von Golgatha. Das alte Ich, dieser alte Fetzen gehört ans Kreuz und dort soll er bleiben. Ich lasse am Kreuz mein eigenes Ich für immer hängen. Und wir wollen ganz bewusst für ihn, für Jesus leben, mit ihm unterwegs sein, ihm gehören, Gott geweiht. Möge das so sein in deinem und in meinem Leben. Amen. Lass uns stille werden und beten. Herr Jesus, du lädst uns ein, ganz bewusst, wieder zurück zum Kreuz. Weg von uns selber, hin zu dir. Und Herr Jesus, das ist mein Wunsch. So wie es in einem Lied heißt, bei dir, Jesus, will ich bleiben. Stets auf deinen Wegen gehen. Nichts soll mich von dir vertreiben. O Herr Jesus, hilf. Schenk Gnade. Danke auch dafür, für dein teures Blut. Danke für die reinigende Kraft deines Blutes, das du vergossen hast am Kreuz von Golgatha, das den tiefsten Schaden gut macht. Und danke dafür, dass du auch in meinem Herzen, in unserem Herzen wohnst, durch deinen Heiligen Geist. Dass du uns nicht alleine gelassen hast und dass du uns auch immer wieder neu erinnerst und ermahnst, zurechtweist. Bleibe bei mir. Steh auf dem Boden der Erlösung. Lebe ein Leben der Reinigung, der Heiligkeit, abgesondert für mich. Denn du bist ja mein Eigentum, ein Edelstein, für Gott geweiht. Und Herr Jesus, danke dafür, dass du Gnade schenkst, nicht nur zum Hören, sondern auch zum Tun. Amen.